Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja, diesmal zur Spielanalyse gegen Mainz 05 mit dem 8:1. Ja, eigentlich wollte ich das ein bisschen später machen, aber ich habe gesehen, es sind schon genug Kommentare da. Und gerade hat mich so ein Kommentar getriggert, den musste ich direkt am Handy beantworten. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst das Video jetzt und dann können wir da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Sehr witzig. Aber fangen wir erstmal mit Schief. Nenn dich Schief. Mainz war ab dem dritten Treffer nicht mehr in der Lage, wirklich einzuwirken, hat sich quasi seinem Schicksal ergeben. Bayern hat auch nicht nachgelassen und hat die PS auf die Straße gebracht. Also Bayern ist definitiv in der Lage, krasse Leistungen zu bringen, wenn die Aufstellung, die Positionierung der Spieler stimmt. Ja. Und wenn sie dazu dann noch Bock haben. Gebe ich dir 100% recht. Jetzt kommt der Trigger-Kommentar von Christoph. Christoph ist nämlich ein ganz schlauer Fuchs. Ihr Bayern-Fans, seid schon witzig. Die letzten Wochen wollte man Goretzka und Kimmich noch schnellstmöglich verkaufen. Jetzt gibt es die Note 1 und 2, beziehungsweise 2-. Habe ich ihm geschrieben, nur weil man sie verkaufen will, kann man sie ja wohl bei guter Leistung auch gut bewerten. Was ist das denn für eine hohle Logik? Die hohle Logik ist, gute Spieler gehen zu lassen, aber da sind die Bayern ja Experten. Siehe Toni Kroos. Ja, ist natürlich jetzt ein super Argument auf die Benotung von unserem Eingangspost bezogen. Ja. Habe ich ihm halt nur geschrieben, wow, was ein Argument zu deiner ersten Aussage. Aber klar, wenn man keine Argumente mehr hat, macht man ein neues Fass auf ganz, ganz großes Kino. Lob und Anerkennung. Den neuen Kommentar kenne ich noch nicht, gehen wir mal rein. Ich glaube, mit Kritik kannst du nicht besonders gut umgehen, obwohl du wöchentlich alles und jeden kritisierst. Mein Argument war in beiden Fällen das gleiche. Bei Bayern ist die erste Lösung immer gleich weg damit. Siehe auch Nagelsmann. Dann kommt Thomas Tuchel, den ihr alle gefeiert habt. Klappt es dann doch nicht, muss der auch ganz schnell weg. Ihr verleiht ja sogar Spieler, die euch dann Tore reinmachen und holt dafür auch andere. Ist schon alles sehr, sehr logisch. Wurde echt Zeit, dass jetzt mal ein anderer Verein zeigt, dass man es auch anders machen kann. Glück auf Bayern. Eventuell habt ihr ja was gelernt auf der Saison. Ja, Christoph, du hast leider Niveau oder ich weiß nicht, entweder ist dein Niveau einfach komplett hohl oder du bist einfach dumm. So, ja. Oder du hast einfach null Ahnung von Fußball. Du, vielleicht trifft alles 3 zu, ich weiß es nicht. Deine jetzige Aussage, dein Argument war in beiden Fällen das gleiche. Nee. Wo ist das gleiche? Du schreibst, dass es witzig ist, dass ich in Kimmich und Goretzka gut benotet habe, obwohl sie eine gute Leistung gebracht haben. Soll ich sie schlecht benoten, weil ich der Meinung bin, dass sie den Verein verlassen sollten am Ende der Saison? Also, das ist dein erstes Argument gewesen. So, dann hast du kein Argument mehr gehabt und dann bringst du die Phrase, ja, ihr habt ja den Toni Kroos damals auch verkauft. Ihr habt den ja auch weggeschickt, obwohl der gut war. Nee, das ist nicht ein oder dasselbe Argument, aber ja, vielleicht reflektierst du mal ein bisschen, denkst mal ein bisschen drüber nach. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht kritikfähig bin. Ich bleib dabei beim Kimmich, der kann von mir aus als rechter Verteidiger jetzt nur noch die Note 1 auf dem Platz zeigen. Ich bleib dabei, ein Kimmich sollte den Verein verlassen. Das ist für alle 3 Seiten gut. Und ich wüsste auch nicht, was das mit kritikfähig zu tun hat. Wenn du mir sagst, ich soll die Spieler nicht gut bewerten, wenn sie eine gute Leistung bringen. Also das ist ja völliger Schwachsinn, was du von dir gibst. Ja, eigentlich fehlen mir da die Worte, auf diesem Niveau zu diskutieren. Aber ich danke dir dafür. Du hast auf jeden Fall mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert für am heutigen Montag. Ist ja am Montag immer ganz wichtig, dass man auch ein bisschen gut reinkommt in die Woche. Und das hast du auf jeden Fall bei mir bewirkt. Das ist doch schön. Ja. Und ich denke schon, dass ich kritikfähig bin, aber das, was du sagst, ist ja keine Kritik. Also, was soll ich denn jetzt hier aus deiner Kritik für mich persönlich mitnehmen? Du sagst, wir Bayern-Fans, ich beziehe das mal auf mich, weil du meine gegebenen Noten da erwähnst. Ich bin also witzig, weil ich gesagt habe, Goretzka und Kimmich sollten am Ende der Saison den Verein verlassen. Ja, da stehe ich zu, da stehe ich weiterhin zu. Die haben seit 2 Jahren keine Leistung gebracht. Und ich habe da ein 80-Minuten-Video drüber gemacht, warum, wieso, weshalb. Alles gut. Ich denke, das sollte dem Spieler gut tun, sollte dem FC Bayern gut tun, sollte allen 3 Parteien gut tun, wenn man sich in der Saison trennt. Jetzt ist die Kritik, dass ich dann eine Note 1 und eine 2- vergebe. Das ist dann die Kritik. Also sollte ich sagen, ach scheiße, der Leon war eigentlich super stark, aber weißt du was, ich bin ja der Meinung, der soll am Saisonende gehen, also gebe ich ihm eine 6. Was soll man mit dem? Also
dann hast du nicht kapiert, welche Art Mensch ich bin. Ja? Ich kritisiere, wenn es was zu kritisieren gibt, und ich lobe, wenn es was zu loben gibt. Ja? Und nicht, den mag ich nicht, den bewerte ich jetzt durchgehend 5. Also das ist ja Schwachsinn. Ja? Ich benote das, wie die Spieler spielen, wie ich es empfinde. Und entweder geht man mit der Benotung mit oder nicht. Aber das ist ja keine Kritik, was du hier sagst. Also wo ist da die Kritik? Erklär mir, wo hier die Kritik ist. Deine Kritik ist, dass ich die Spieler gut benote, obwohl ich der Meinung bin, dass sie am Ende der Saison den Verein verlassen sollen. Das ist keine Kritik. Das ist einfach dumm. Dann verstehst du nicht, was dieser Kanal hier soll. Aber musst du auch nicht. Alles ist gut, Christoph. Ich habe dir 3-mal geantwortet. Ich habe dir jetzt hier nochmal in Videoform geantwortet. Das sollte auch ausreichen. Ja? Wenn du das dann alles nicht verstehst und meinst, ich bin nicht kritikfähig oder der FC Bayer, was hast du hier geschrieben? Von wegen Nagelsmann und Tuchel und bla, auch da hast du dich dann wirklich absolut null mit meiner Person beschäftigt oder dir auch nur ansatzweise mal ein Video angeguckt hier, außer vielleicht das Video. Ansonsten solltest du dir mehr wie das Video angeguckt haben, solltest du dir vielleicht angeguckt haben, was in unserem Verein schief läuft, dann hast du gar nicht gerafft, wovon ich rede. Und dann ist das auch okay. Ja, mein Gott. Alles ist gut. Aber zu sagen, ich bin nicht kritikfähig, ist ja völliger Blödsinn von deiner Seite. Also nochmal, was ist die Kritik? Ich soll also einen Kimmich und Goretzka schlecht bewerten, weil ich der Meinung bin, es wäre besser, wenn sie am Ende der Saison den Verein verlassen würden, oder was? Ist doch völliger Schwachsinn. Also. Aber jedem das seine, wa? Peter, Moinka, jo, das war doch mal eine gelungene Woche mit dem Sieg gegen Lazio und Mainz, wa? Ich hoffe, wir können jetzt weiter auf die Leistung aufbauen. Das Selbstvertrauen scheint ja endlich zurückzukommen, was uns in dieser Saison ganz lange gefehlt hat. Wenn wir so weitermachen, vielleicht kann man dann in der Champions League ja doch mal ganz leichte Ambitionen anmelden. Auch wenn ich dort City und Real vor allen anderen sehe. Aber wer weiß, vielleicht macht Bayern ja jetzt wieder Bayern-Sache. Ich habe, wie schon öfter von mir gesagt, keine große Erwartung mehr für diese Saison. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass sich jetzt jeder Einzelne, egal in welcher Funktion, den Arsch aufreißt. Aber das sollte ja eigentlich von Spieltag 1 an selbstverständlich sein. Aber gucken wir mal, wo die Reise international noch so hingeht. In der Liga sollte man Platz 2 festigen. Meisterschaft ist, denke ich, kein Thema mehr, weil nicht verdient und weil Leverkusen auch nicht schwächeln wird, denke ich. Ja, das habe ich ja schon vor Wochen gesagt. Also der Meisterschaftszug ist definitiv abgefahren. Thema Champions League. Wenn wir auf diesen Leistungen aufbauen und stabil bleiben, dann denke ich, brauchen wir uns nicht verstecken. Wüsste jetzt nicht, vor wem wir uns verstecken sollen. Ja, na klar, Manchester City so bla, super gehypt. Wir haben im Moment ein gutes Umschaltspiel. Also die Spiele müssen erstmal gespielt werden. Ne? Also immer mal locker bleiben. Klar, wenn wir in alte Verhaltensmuster zurückfallen, dann können wir sang- und klanglos ausscheiden, aber schauen wir doch erstmal die nächsten Spiele an. Schauen wir doch einfach von Spiel zu Spiel, und wenn die Entwicklung weitergeht und die Stabilität bleibt, warum sollte da nicht noch irgendwas möglich sein? Michael, ich muss dir einfach mal sagen, dass du das echt super machst. Weiter so. Hab diesen Kanal zufällig entdeckt und schaue ihn jetzt regelmäßig. Ich finde es super, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst. Rautengruß aus MG. Vielen lieben Dank. Kaijiru, Minute 067, Zitat von Kai, nichts ist unmöglich im Fußball, Leute. Ich werde dich daran erinnern, falls wir doch wieder Erwartenmeister werden. Ja, gut, ja, es ist nicht so möglich, das stimmt schon, aber ich denke, das wird nicht passieren. Aber, Leute, ich wehre mich nicht dagegen. Ja? Move to the groove. Bei deiner Kritik über den Fokus der Medien auf negative Berichterstattung der Medien bin ich ganz bei dir, und du sitzt im gleichen Haus. Die Anzahl deiner Abos hat sich schlagartig mehr als verdoppelt, als Bayern so richtig abgelustert. Kein Zufall, auch du profitierst. Das ist richtig. Da habe ich ja auch kein Hehl draus gemacht, aber ich ändere ja deswegen nicht meine Art oder meine Titel der Videos oder meine Dinge, die ich sage. Ja, das ist der große Unterschied. Was ich dadurch natürlich super profitiert habe, guckt dir das Q&A an, da erkläre ich das, warum, wieso, weshalb das so ist. Das steht ja außer Frage. Ja, aber das liegt ja genau an dieser Medienlandschaft. Ja. Leider. Move to the groove. Bei Bewertung von Kimmich hast du den schnell ausgeführten Freistoß in der 20 Minuten Tor Goretzka unterschlagen. Ei! Mann, oh Mann. 2 Torvorlagen plus ein eigenes jeweils von der linken Seite verdienen die Note 1. PS, mit deinen negativen Kommentaren zu Tuchel hast du dich nicht wesentlich von der Presse unterschieden. Wenn der Tuchel schlecht coacht, schlechte Dinge macht, dumme Dinge macht, dann kritisiere ich das. So.
Und das tue ich so, wie ich es sehe. Ob die Presse da irgendwas Ähnliches schreibt oder was anderes, ist mir persönlich völlig wurscht. Ja. Und dass du die Benotung anders siehst, ist für mich völlig fein. Kasa, Servus und Glück auf. Hab mich immer etwas gewundert, warum Goretzka nicht die Rolle des tiefen Sechsers spielte, da er zu Beginn der Saison ja sogar in der Innenverteidigung ausgeholfen hatte. Und zusammen mit Pavlovic hat er auch gezeigt, dass er die Rolle der Holding Six gut übernehmen kann. Kimmichs Position als RV tut ihm augenscheinlich gut, würde mir wünschen, dass sowohl Leon als auch Alex in der Zentrale zukünftig fest installiert bleiben und wie du ja bereits erwähnt hast, gerne auch für die kommende Saison so planen, wenn Goretzka aus seinem Leistungstief offenbar wieder rausgekommen ist. Ja gut, das müssen wir natürlich mal ein bisschen abwarten, ne? Da wollen wir jetzt mal nicht den Tag vor dem Abend loben. Er ist auf einem guten Weg, definitiv, und das war eine bärenstarke Leistung gegen Mainz. Wenn er die Leistung jetzt bestätigen kann auf dieser Position und vielleicht auch die Position so annehmen, wie er sie jetzt angenommen hat. Ja, warum nicht? Bei Kimmich sehe ich das noch etwas kritischer. Meiner Meinung nach sollte man kommende Saison auf Boje und Stanisic als RV bauen. Ich bleibe dabei, Kimmich in der Zentrale ist keine gute Lösung mehr, da er das Spiel eher verlangsamt als nach vorne anzutreiben, so wie es Alex immer wieder gezeigt hat. Gegen Lazio hat Pavlovic gefühlt einen einzigen Rückpass gespielt und der machte sogar Sinn. Bin sehr gespannt, wie sich die restliche Saison gestaltet. Wenn die Mannschaft ihre Leistung abrufen kann, dann ist ein Champions League Finale nicht völlig undenkbar. Ja, wir werden sehen, ne? Von Spiel zu Spiel. Pinterdach, Kimmich 2- und Müller, der ein Tor geschossen hat, eine 3. Was ist das für eine komische Bewertung? Am Ende sagst du ein gutes Spiel von Thomas. Gut bedeutet aus meiner Sicht immer noch eine 2. Ja, wenn man die Birne nicht wegzieht beim Freistoß und dadurch kein Tor verschuldet, hätte Thomas Müller von mir auch eine 2 bekommen. Das habe ich auch so klar kommuniziert. Wenn das für dich trotzdem eine 2 ist, ist das wunderbar. Habe ich gar kein Problem mit. Sammy, auf einmal können die Herren Rennen und Fußball spielen, wenn es um ihre Kohle geht und der Trainer entlassen ist. Das zeigt die Einstellung und Moral der Bayern-Spieler ziemlich erbärmlich und der Mainzer Sieg wird gefeiert wie ein Trippelsieg. Wer feiert denn den Mainzer Sieg wie ein Trippelsieg? Was ist denn los mit dir? Am meisten befremdet mich, wenn mir mein Chef in der Firma nicht passt und ich mich so benehmen würde wie manche Bayern-Spieler, die von sich glauben, der liebe Gott persönlich zu sein, allen voran der selbsternannte Führungsspieler auf der rechten hinteren Seite. So würde ich entlassen werden. Bei den Bayern ist das anders. Hier sagen die Angestellten, sprich Spieler, wo es lang geht und nicht der Trainer, wie es sein sollte. Ja, da stimme ich dir 100% zu. Leider kann man das nicht vom Fußball mit einem normalen Job übertragen. Ne? Weil, wenn dein Boss dich rauswirft, hat er ja keinen Wertverlust von 50 Millionen zum Beispiel. So, wenn du einen Kimmich rauswirfst aus dem Verein, so, dann hast du 50 Millionen Verlust, weil die willst du noch als Ablöse bekommen. Deswegen ist das ein bisschen schwer zu vergleichen, aber ich weiß, was du meinst und stimme dir dazu. Da kann als Trainer kommen, wer will, wenn den gewissen Herrn, dem seine Nase auch nicht passt, geht alles von vorne los. Vollkommen richtig. Deswegen müssen diese gewissen Herren auch weg, unabhängig von den Leistungen, die sie noch bis zum Ende der Saison bringen werden. Es sei denn, man trennt sich von dem einen oder anderen. Natürlich passt Tuchel überhaupt nicht zu Bayern. Mit seiner sturen Bockigkeit hat er viel versemmelt. Dir und deinem Kanal wünsche ich trotzdem alles Beste und gut. Mach bitte weiter so. Ich bin ein treuer Zuschauer von dir, aber beileibe kein Bayern-Fan. Ja, vielen lieben Dank dafür. Gerard, Banger. Das Tor von Gnabry beweist aber auch, dass wenn es läuft, dann läuft es halt. Und Tore gehen rein, von denen man nicht einmal träumen kann. Ja, na klar, das wissen wir ja alle. Ja. Was mich nervt, ist die Reaktion der Journalisten und Experten, die behaupten, dass die Bayern jetzt endlich den Tuchel-Fußball spielen. Das schnelle Spiel nach vorne und dass es vorher nicht lief, weil es die Mannschaft einfach nicht wollte, dass jetzt alles besser läuft, nur weil der Tuchel endlich kapiert hat, dass gewisse Spieler besser auf der oder der Position sind und dass gewisse Spieler in die Startelf gehören und andere nicht. Das geht alles unter den Teppich von den verzockten Spiele und falschen Aufstellungen redet kein Mensch. Es heißt nur, die Mannschaft wollte vorher nicht und hat nur gegen den Trainer gespielt. Ja, ist natürlich Schwachsinn. Also ich denke, da sind wir uns einig. Ja, man kann das vielleicht ein kleines Argument stehen lassen, so dass der ein oder andere Spieler vielleicht nicht bei 100% war, so unterm Tuchel, weil er keinen Bock hatte mit diesem Trainer irgendwie. Das kann man vielleicht schon stehen lassen. Aber erstens war das nicht die gesamte Mannschaft und zweitens, wir alle haben über die Saison gesehen, was ein Tuchel gemacht hat. Ja, und wie er es formuliert hat und wie er sich verhalten hat. Also das Grab hat der Tuchel sich leider selber geschaufelt. Hätte er von Anfang an so agiert, wie er jetzt agiert, wäre es gar nicht erst zu dieser Situation gekommen. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Stefan, ich genieße momentan diese Spiele mehr als jemals zuvor, weil man so entwöhnt war die letzte Zeit. Wirklich gut. Noch ein paar Spiele ohne Kimmich im Mittelfeld und wir haben auch den alten Leon Goretzka wieder. Ja, ich habe
Ich würde auch die These aufstellen, dass das schon mit daran liegt, dass ein Kimmich nicht da die ganze Verantwortung so wegsaugt. Was nochmal kein Vorwurf an Kimmich ist einfach so seine Art. Ähm, ja, ich denke, man hat's gesehen. Wenn der Leon da in die Verantwortung kommt, das war bärenstark, da kann man ja nichts anderes zu sagen. Ne? Servus Kai, das war doch mal ein richtig geiles Spiel. Natürlich haben wir uns wohl alle über die Tore gefreut. Aber für mich war der Punkt die Spielfreude, der Ruck, der durch die Mannschaft ging, die plötzliche Form bzw. das Aufblitzen der Qualität der Mannschaft bzw. einzelner Spieler. Nach Lazio ein Fingerzeig. Nach Lazio ein Fingerzeig? Naja, es war nur Mainz, die gegen den Abstieg kämpfen, oder? Sehe ich einerseits etwas anders, weil gerade eine Mannschaft wie Mainz schon immer für Überraschung gut war, fragt mal die Dortmunder. Und mit dem Rücken zur Wand spielt man meist verbissener. Mainz spielte zudem gut mit, war mutig und hätte durchaus zumindest zeitweise mit etwas Glück das 2:2 erzielen können. Genau da zeigte der FCB letztlich Courage, hielt das Erreichte und Kane zog den Stecker bei den Mainzer mit dem 3:1. Unterm Strich, der FCB hat den Gegner kontrolliert und diesmal eben nicht zugelassen, dass der Gegner immer stärker aufkommt. Ja, und da muss man auch mal ganz klar sehen, warum das so ist. Ja, das liegt natürlich an De Ligt und Dyer, die halt einfach in der Innenverteidigung der Viererkette, auch mit dem Zusammenspiel mit dem Leon, ja, was so sehr gut klappt, einfach eine gewisse Stabilität geben. Ja, und nicht dann gleich wieder das große Zittern losgeht, wenn da Opa und Minje in der Innenverteidigung standen und die nicht kommunizieren und dann fällt ein Tor und dann werden sie gleich irgendwie in Kopf fickerig, hat man so das Gefühl. Und ja, das ist halt schon ein großer Faktor, ne? Aber natürlich auch, dass alle Spieler endlich mal so langsam wieder ein paar PS mehr auf dem Rasen bekommen, ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Über das, warum geht's plötzlich, kann man streiten. Dass die Qualität vorhanden war, ist kein Geheimnis. Das denke ich auch. Auch klar ist für mich, dass Tuchel nur seitens der Aufstellung wirklich etwas mit dem Gesehenen zu tun hat. Der nächste Punkt ist für mich die Frage, wie man in einem Spiel mannschaftlich so explodieren kann nach über einem Jahr von Fußball zum Weggucken. Ich kann da einfach nicht außer Acht lassen, dass die Spieler von Chrissy angezählt wurden und Max Eberl mit der Lupe nun da oben sitzt. Sorry. Ich denke auch, dass diese Aussage direkt in der ersten PK, bevor er überhaupt mit den Spielern gesprochen hat, wo gesagt wurde, die Spieler müssen jetzt halt in den kommenden 3 Monaten zeigen, ob sie FC Bayern Niveau haben oder nicht. Sonst werden wir uns von diesen trennen. Das eine oder andere bewirkt hat. Ja? Das glaube ich auch schon. Und ich glaube auch schon, dass auch die Versetzung von Kimmich auf die rechte Verteidigerposition, dass er mal nicht da dieser Alleinherrscher gefühlt irgendwie ist. Ich glaube, das hat auch viel verändert. Ne? Warum es auf einmal so ist, dass ja dieser Mannschaftsgeist wieder da ist, das weiß ich auch nicht. Also das ist mir auch ein Rätsel. Ja? Weil der ist ja da. Man sieht's ja, vorne wird sich abgeklatscht, auch wenn ein Ball mal nicht gut ist oder wenn der Ball nicht immer richtig getroffen ist. Hinten wird kommuniziert, das können wir aber ganz klar auf Erik und De Ligt ja, in die Verantwortung stellen. Ja, das passiert beim Opa und Minjay halt nicht so. Wild, vielleicht einfach gegen Leipzig schon, dass man da so da gesehen hat, so der Glaube ist wieder da, man kann auch so einen Gegner schlagen. Ja. Gut, Freiburg so der kleine Rückfall nach 30 Minuten, aber dann Lazio, wo man dann gesehen hat, aber auch da war schon dieser Mannschaftsgeist da, ja. Deswegen, also vielleicht einfach Selbstvertrauen oder vielleicht gab es auch innerhalb der Mannschaft mal eine klare Aussprache, ja, wovon wir gar nichts wissen. Vielleicht ist Harry Kane mehr in die Verantwortung gegangen, neben Müller oder sowas. Das wissen wir ja alles nicht, ne? Aber kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Es ist auf jeden Fall sehr auffällig. Und man sieht halt, was man, ich meine, klar, die Qualität ist da müssen wir nicht drüber streiten. Also jeder, der gesagt hat, der FC Bayern hat keine Qualität im Kader, der weiß ich nicht. Der hat halt auch irgendwie vom Fußball nicht so viel Ahnung, würde ich jetzt behaupten. Aber wenn du dann die Qualität endlich mal als Mannschaft, wenn du endlich mal als Mannschaft auf dem Platz stehst, ja, dann passiert halt sowas, wie es die letzten 2 Spiele passiert ist. Ja, und dann kannst du auch mal einen schwächelnden Sané oder einen schwächelnden Conny Leimer, die vielleicht ein bisschen abgefallen sind zu den anderen Spielern, ganz einfach kompensieren. Ja, die waren ja auch nicht mega schlecht oder so, aber Sané hat gerade nicht so die Form. Wir wissen ja warum, weil er mit Schmerzen rumläuft. Conny wird noch eine gewisse Zeit brauchen nach seiner Verletzung, alles gut. Und dann ziehst du so eine Spieler halt mit durch, ja. Beziehungsweise
pusht sie dahin, was sie dann auch noch gezeigt haben. Das war ja auch nicht schlecht. Das ist so der große Unterschied. So, wenn jeder mit sich selber beschäftigt ist, jeder so die Ich-AG auf dem Feld ist, guckt euch nur Gnabry an. Ja, der hat zweimal den Ball direkt auf dem Harry Kane durchgesteckt, ganz uneigennützig. Ja, und das überlegt euch mal, was wir von Gnabry letzte Saison gesehen haben. Oder auch so ein Tell, wo er reinkam, mit welcher breiten Brust und wie er gleich anerkannt war bei jedem Spieler und wie er sich gefreut hat für einen Serge, wo er das Tor gemacht hat. Da sieht man schon, dass sich irgendwas in dieser Mannschaft auf jeden Fall verändert hat. Ja, und ich glaube auch schon, dass das auch ein bisschen was mit der Trainerentlassung zu tun hat. Ja, vielleicht hat Tuchel da auch irgendwie dadurch, dass er seine bestimmten Lieblinge eher hat spielen lassen und ein bisschen was in der Mannschaft ein bisschen kaputt gegangen ist, was jetzt so wieder zusammengerauft ist, dass die Mannschaft sich zusammengerauft hat. Wie gesagt, vielleicht ohne den Trainer gesprochen hat oder so. Wir wissen es ja nicht. Am Ende des Tages auch wurscht. Hauptsache, wir sehen halt wieder solche Leistungen, wie wir sie gesehen haben, denke ich. Ne? Es ist gerade mal ein Tag vergangen und die üblichen Verdächtigen werden wieder hochgejubelt und es wird bereits über deren Plätze in der Nationalmannschaft diskutiert. Ganz ehrlich, ich möchte auch keine Topspieler die Leistung zeigen, abgeben zum Sommer, aber es hat schon so ein Geschmäckle, dass seit kurzem nicht nur die Rufe laut werden, sondern man an einem Umbruch arbeitet und plötzlich kann Tuchel vernünftig aufstellen. Klar, er hat nichts zu verlieren, aber unter Beobachtung wird er ausstehen hinsichtlich Max Eberls Einstand und Blick auf Tell, womit er ein klares Zeichen setzte, auch in Tuchels Richtung für den Spieler bzw. junge Talente. Und die Mannschaft an sich und auffällig, Goretzka, Kimmich, Gnabry hauen da einen raus, der total lobenswert ist, aber eben auch auf den nächsten Vertrag und die EM verweist. Und allein der Verdacht, dass dies die Motivation sein könnte, lässt mich würgen, weil dies für mich bedeutet, ich springe nur so hoch, wie ich muss. Mir wird richtig übel beim Gedanken, dass wir jetzt zwar vernünftigen Fußball zu sehen bekommen im FCB, aber nur bis die Herren auf dem Rasen wieder gesicherte neue Arbeitspapiere in der Wühlfloase München bekommen haben. Tuchel kann das für sich nutzen, um sein angeschlagenes Image wieder etwas aufzupolieren, da er derzeit der Mannschaft, soweit ich ihn in einem Interview richtig verstand, Freiheiten gibt und wenig Neues versucht. Vernünftige Aufstellungen nach Leistungsprinzip sind ja eigentlich offensichtlich, wie man selbst bei uns Fans sieht, deren Wunschvorstellungen zumindest die letzten Wochen nicht weit weg von dem sind, was wir dann auf dem Rasen sehen. Ja. Also freuen wir uns und feiern wir, dass wir in der Champions League weiter sind und ein richtig gutes Spiel gegen Mainz sahen. Es so weitergeht in Darmstadt und so weiter, aber jetzt weiß ich nicht, ob ich mich auf die neue Saison freuen soll oder nicht. Ich bin gespannt, wie Max Eber reagiert bzw. reagieren muss, wenn das tatsächlich so toll weitergeht bis Saisonende. Daran glaube ich zwar nicht unbedingt, aber man kennt das ja. Eine Taube macht noch keinen Frühling, außer in Deutschland. Bitte nicht steinigen für meine Sicht. Kai, ich sehe das genauso. Ja, ich bin da 100% bei dir. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, und selbst wenn Kimmich jetzt immer Note 1 bringt als rechter Verteidiger, ich würde ihn trotzdem abgeben. Es ist einfach an der Zeit. Ich denke, das ist für beide gut. Ich denke, Kimmich wird bei uns nicht mehr im zentralen Mittelfeld spielen. Ja. Wir wissen es natürlich nicht, je nachdem wer Trainer wird, der wird das ja entscheiden, wo er Kimmich sieht. Und ich denke, wenn Kimmich hört, er ist nicht mehr als zentraler Mittelfeldspieler gesehen, dann wird er den Verein verlassen. Weil da hat er keinen Bock zu, das wird sein Ego auch nicht verkraften. Und rechter Verteidiger hätten wir dann 4 oder was? Das macht ja auch keinen Sinn. Also es werden trotzdem Spieler gehen am Ende der Saison, da bin ich fest von überzeugt. Ich bleibe auch dabei, dass ein Sané für mich, er hatte 3 Jahre Zeit, Leute. Ja, wenn es jetzt, weil es vollen Druck gibt von der Führungsetage, wie du schon sagst, das ist dann nicht das richtige Zeichen. Dasselbe mit Kimmich und Goretzka. Ja, das war 2 Jahre Murks. Ja, vielleicht kann man bei Goretzka argumentieren, wie wir schon gesagt haben, so ja, es liegt vielleicht daran, dass ein Kimmich nicht da neben ihm steht und ihm da die ganze Verantwortung wegsaugt oder so, das weiß ich nicht, das werden wir vielleicht die kommenden Wochen sehen. Dann kann man da vielleicht umdenken. Aber ansonsten, ich bleib da bei meiner Meinung. Ja, auch ein Serge, ja, ist stark jetzt zurückgekommen, aber auch er die letzten 2 Jahre war eine reine Enttäuschung. Ja, und es kann nicht sein, dass die Spieler, wenn sie mal große Titel gewonnen haben, dann 2 Jahre kein Bock mehr haben, keinen Leistungswillen zu zeigen. Ja. Und ich glaube, dass ein Eberl, gerade auch ein Freund, schlau genug ist, das auch einzuschätzen. Natürlich in Absprache mit dem neuen Trainer. Der wird es entscheiden. Wir werden es sehen. Man kann nur hoffen, dass selbst wenn wir irgendwie Champions League doch noch was reißen sollten,
dass nicht wieder wie letzte Saison diese Meisterschaft über diese ganzen Probleme hinweg das überdeckt, ja, und man wieder die Augen davor verschließt. Also, das wäre fatal in meinen Augen. Aber wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir. User, stellt euch vor, Bayern gewinnt jetzt noch die Champions League und wird noch Meister. Da müssten sie Tuchel wieder einstellen. Katastrophe. Nee, warum müssten sie den Tuchel dann wieder einstellen? Also es ändert ja nichts daran, dass ein Tuchel keinen Bock hat, Spieler zu entwickeln. Das ist doch eigentlich der Hauptgrund. Hat man doch bei der Max Eberl-Vorstellung ganz klar rausgehört. Ja, das ist doch der Hauptvorwurf an Tuchel. Genau den wir hier auf dem Kanal auch hatten. Dass es halt keinen Konkurrenzkampf gab für die etablierten Spieler, weil nur Junge hinten dran standen und da man der Meinung ist, nee, das reicht nicht. Das ist doch der Hauptvorwurf an Tuchel. Ja, und dazu, dass Tuchel super schlechten Fußball hat spielen lassen. Ja, wenn Tuchel jetzt sagt, ja, macht ihr mal, wie ihr Bock habt, ihr habt mehr Freiheiten, wenn das Fußball dann so aussieht, dann weißt du, wie verkopft und wie verkompliziert mit seinen ganzen Taktikanweisungen der Fußball vorher war, was die Mannschaft nicht umsetzen konnte. Ja. Ob das dann unbedingt ein Argument für den Trainer ist, weiß ich nicht. Ja, also es passt bei uns einfach nicht. So, das ist ja auch nicht schlimm. Und da wird auch ein Champions League Sieg nichts dran ändern. Ja. So, der Verein möchte in Zukunft andere Wege gehen, mit auch jungen Spielern einbinden und so weiter. Und da ist Tuchel halt einfach der falsche Trainer, beziehungsweise hat er da einfach keine Lust zu. Ich glaube schon, dass er das könnte, wenn er wollte, aber er hat da einfach keinen Bock zu beim FC Bayern. Punkt. Na super, jetzt habe ich mir einen Haufen grottige Spiele von Bayern angesehen und für das hatte ich keine Zeit. Das ist sehr schade, Bot. Das tut mir leid. Muss er dir vielleicht im Nachhinein angucken. Tom, bald wird Bayern den neuen Trainer für die kommende Saison vorstellen. Thomas Tuchel. Nee, definitiv nein. Dream, gutes Ding. Hab den Eindruck, seitdem Tuchel fest raus ist im Sommer, fühlt er sich so in der Ehre angegriffen, dass er sich auf einmal richtig Mühe gibt. Auf einmal bricht er sich den C bei der Motivationsansprache und stellt nachvollziehbar auf. ETC Sané ausgenommen. Ich kann es mir nicht erklären. Also ich bin da raus. Ja? Ich habe es mehrfach gesagt, ich kann mir die Tuchel seine Aussagen und seine Handlungen nicht mehr erklären. Das fragt mich nicht. Ich habe auch keine Lust mehr, mir da den Kopf drüber zu zerbrechen. Ich nehme es so hin, er ist am Ende der Saison weg, gut ist. Und fertig. SKDD, danke für deine launige Analyse. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich habe nur die Zusammenfassung im Sportstudio gesehen, aber nach dieser hast du in allem recht. Dankeschön und schönen Sonntag. Vielen lieben Dank. Gerne, Tuchel mit gebrochenen Zeh behalten. David Moon, der neue Tuchel 2.0 ist doch genau der Trainer, den wir brauchen. Finde, das könnte zusammen mit Max Eber doch super sein für den Neubeginn ab Sommer. Wieso schon wieder jemand ganz Neuen holen, der sich erst an alles gewöhnen muss? Alles verstehen muss in München. Ich glaube, bei Tuchel hat es Klick gemacht. Er hat gelernt aus Fehlern. Er ist jetzt der Richtige. Nee, das glaube ich persönlich nicht. Es wird ja nichts daran ändern, dass Tuchel keinen Bock hat auf Talente. Oder Talente zu entwickeln. Also. Da bleibe ich bei, ist meine Ansicht. Klar, wenn er darauf Bock hätte und auch Bock hätte, nicht so taktisch komplizierten Fußball spielen zu lassen, wie er es jetzt halt gerade tut, was ihm am Ende des Tages wurscht ist. Er das ja selber sagt, dass die Mannschaft mehr Freiheiten hat und sowas. Aber das ist ja nicht sein Anspruch. Sein Anspruch ist ja schon, dass er seinen Fußball sehen will. Ja? Weiß ich nicht. I don't know. Wie gesagt, ich kann den Tuchel nicht mehr einschätzen. Aber ich glaube nicht, dass das eine Option wäre, dass er und der Trainer bleibt. Christian, danke für diesen tollen Kanal. Mag deine Videos sehr, weil sie auch zeigen, dass du selber ein Fan des Vereins bist und eine gesunde Einstellung hast. Einfach danke für deine tolle Arbeit und Zeit, die du immer dafür verwendest. Ja, vielen lieben Dank, Christian, und sehr gerne. Aristoteles, Erbe. Man hat gesehen, zu was die Mannschaft in der Lage ist. Spieler, die in den letzten Monaten oft kritisiert wurden, darf und muss man heute ausdrücklich loben. Jo. Kimmich hat früher als RV so viele gefährliche Flanken geschlagen, heute sah man das wieder. Die 30 Millionen für Boe hätte man sparen können und in den Transfer von Zionander stecken können. Ja, na klar hätte man das tun können. Wenn man das umgesetzt hätte, was wir auch hier auf dem Kanal gefordert haben. Wenn man den Pavlovic in die Mitte gestellt hätte und den Kimmich einfach als rechten Verteidiger aufgestellt hätte, dann hätte man keinen rechten Verteidiger kaufen müssen. Ja? Ganz einfache Kiste. Ja, hätte man tun können. Hat man aber nicht. Weil man... Ich weiß es nicht. Ja, ich könnte jetzt wieder rumraten, Tuchels Aussagen, irgendwas hineinphilosophieren. Kann ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr. Fragt Tuchel, warum er es nicht gemacht hat. Der Josh hat es ja sogar angeboten gehabt.
vor ein paar Wochen. Hat gesagt, ja, ich hätte da gar kein Problem mit, als rechter Verteidiger zu spielen, wenn der Trainer mich da hinstellt. So. Er hat es trotzdem nicht getan. Also, ich verstehe es nicht. Und Gnabry nach monatelanger Abwesenheit so ein Selbstvertrauen beim Tor, Wahnsinn. Ja, gut, Selbstvertrauen beim Tor. Er ist halt hingegangen, er hat ein bisschen Glück gehabt, hat natürlich gut gemacht, gar keine Frage. Hat danach auch noch ein super Spiel gemacht, müssen wir gar nicht schlecht reden. Aber da jetzt irgendwie zu sagen, da war halt auch schon ein bisschen Glück bei, ne? Da muss man auch ganz klar sagen. Aber hat er natürlich trotzdem gut gemacht, ja. Obwohl Musiala und Kane in Topform waren, hat Leon heute alle überragt. Man gönnt es ihm. Ja, ganz genau. Gehe ich 100% mit. Ich hatte den Eindruck, dass das Erreichen der Viertelfinale in der Champions League eine große mentale Befreiung war. Ja, vielleicht ist das auch ein Faktor. Ja, vielleicht der Faktor Eberl, dass ein bisschen Druck auf dem Kessel ist, dass Spieler liefern müssen. Ich weiß es nicht. Leon vielleicht, weil er einfach ein bisschen befreiter ist, wenn Kimmich nicht neben ihm spielt. Ja, der da immer jeden Ball haben will und kaum Raum für eine Entwicklung des Spielers neben ihm lässt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zedin, kaum ist der Eberl da, hängt sich auf einmal jeder Spieler wieder rein, um ja nicht im Sommer den Verein verlassen zu müssen. Ja. Tiger Chris, super Spiel. Endlich mal nicht den Ball von links nach rechts geschoben, sondern immer nach vorne auf Angriff. Das ist der FCB, den ich sehen möchte. Das macht doch Lust auf die Champions League. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Niklas, wunderbares Spiel, unfassbar. Ich freue mich auf den Rest der Saison, wenn es so weitergeht. Scheint ja wirklich ein Changing Point gewesen zu sein am Dienstag. Den Flow aufrechterhalten und mit in die Champions League nehmen. Ja, hoffen wir, dass wir das so mitnehmen. Beziehungsweise, dass Tuchel halt auch an dem Personal festhält, was da so gerade auf dem Feld steht. Ja. Weil man darf ja auch nicht vergessen, um da vielleicht mal ganz kurz nochmal ein paar Gedanken zu teilen. Auch zu den vorigen Kommentaren. Warum auf einmal diese Leistungssteigerung? Ja, wir können über Müller natürlich diskutieren, ja? So von wegen Leistungsvermögen und so weiter, aber dass er natürlich als Führungsspieler ein wichtiger Faktor ist für diese Mannschaft, dass auch Musiala öfter gesagt hat, wenn Müller auf dem Feld ist, ist er besser. Denke ich, haben wir vorher ganz, ganz selten gesehen. Ja? Müller war halt nur der 3-Minuten-Mann oder der 10-Minuten-Mann. Könnte man also schon mal als Argument nehmen. Natürlich, dass ein Kimmich aus der Mitte endlich weg ist für mich das Hauptargument. Ja? Das ist gar nichts gegen Josh, Leute. Josh ist ein guter Fußballer. Wir haben es ja auch gesehen, als Rechtsverteidiger kann er super Flanken schlagen und so weiter. Aber er macht das Spiel einfach, oder er hat das Spiel, ich weiß nicht, vielleicht kann das ja auch anders, aber er hat das Spiel bei uns super lahmarschig gemacht und war defensiv nie in der Position, wo er sein muss. Dadurch gab es immer wieder Riesenlücken. Die Innenverteidiger mussten rausrücken. Dadurch fehlte ein Innenverteidiger hinten. Dadurch hatten die Gegner ganz leichtes Spiel und viele, viele Räume. Ja, das war ein Riesenfaktor, der jetzt endlich behoben ist, weil Kimmich jetzt rechts außen spielt. So, die Frage wird sein, ob Kimmich wieder zurück darf, wenn Sascha fit ist. Wir werden es sehen. Ja? Dazu De Ligt in der Innenverteidigung. Ja, der Abwehrchef ist da mit dem Eric Dyer, der genauso viel Verantwortung übernimmt. Ja, die beiden harmonieren gut zusammen. Das sind die Faktoren. Ja, und das haben wir jetzt mal gesehen über ein paar Spiele. Und wenn man an dieser Aufstellung festhält und auch diesen Spielern das Vertrauen gibt, ja, dann ist das natürlich auch was ganz anderes, als wenn du die Spieler da wieder rausnimmst und da wieder die anderen hinstellst. Ja, das ist doch der große Unterschied. Warum Tuchel das erst gemacht hat, nachdem er entlassen wurde? Wir haben seine Argumente gehört. Ja? Weil er nicht mehr auf Langzeitauslegung gucken muss, bla bla bla. So, keine Ahnung. Vielleicht ist das der Fakt, vielleicht nicht, aber es macht natürlich einen riesen Unterschied und natürlich auch eine ganz andere Struktur. Ob so Müller ein Führungsspieler ist und was sagt und vorangeht, ob er dann spielt auch oder ob er nur draußen hockt. Ja, dann nimmt man natürlich die Worte von so einem Spieler ganz anders wahr. Ja? Das nur mal auf Müller bezogen. Und nochmal, wir sehen in der Mitte, ja, wie auch so ein Goretzka aufblüht, wenn Kimmich da nicht ist. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Und dass ein Pavlovic da absolut gesetzt sein muss, sollte außer Frage stehen. Ja, und ich kann mich nur wiederholen, guckt euch die Innenverteidigung an, die ist halt gerade super stabil. Natürlich machen die auch mal einen Fehler und so weiter, gar keine Frage, aber sie bekommen es dann auch hin, das auszubügeln. Ja. So, das sind die großen Unterschiede.
Und dann halt dazu, so wie es Tuchel selber gesagt hat, ja, dass die Mannschaft jetzt einfach auch ein bisschen mehr Freiheiten hat. Und nicht mehr dieses starre Tuchel, weiß ich nicht, Konzept. Ich habe nie ein Konzept vorne gesehen bei ihm. Ja, wir hatten das Konzept, wir schlagen keine Flanken in den Strafraum. Wir machen alles mit Einzelaktionen vorne, das war unser Konzept. So. Ja, das sind so für mich die Gründe. Aber das hätte man halt auch spätestens schon nach 3 Monaten ändern können. Also Tuchel hat das 11 Monate mit Scheuklappen durchgezogen, wie ein bockiges Kind. Ja, und das ist die Konsequenz, dass er dann gehen muss. Mensah und Winchester, das Tor ging auf Müllers Kappe. Hätte er den Kopf nicht eingezogen, hätte er keine Kappe mehr. War mal wieder ein richtig schöner Samstagnachmittag. Was habe ich das vermisst die letzten Wochen, Monate? Goretzka heute richtig stark. Für ihn ist es besser, wenn er Leimer oder Alex neben sich hat. Denke ich. Ja, habe ich ja gerade auch gesagt. Kimmich auf rechts ist deutlich besser, war gegen Lazio schon der Fall. Kimmich ist einfach ein rechter Verteidiger, da war er damals schon besser. Und Flanken kann er sehr gut, besser als Eckbälle. Leon und Kimmich bremsen sich gegenseitig aus im Mittelfeld. Am besten nur einen der beiden im zentralen Mittelfeld und dazu jemanden, der unterstützt. Kane braucht man nichts zu sagen. Musiala kommt langsam wieder etwas in Form. Sieht zumindest so aus und ich hoffe, es geht noch mehr. Dyer de Ligt passt perfekt zusammen, so leid es mir für Opa tut. Für ihn ist, glaube ich, der Druck bei Bayern zu groß. Für mich ein Kandidat zum Verkauf im Sommer. 2 gute Spiele jetzt. Mal sehen, wie gut man das mitnehmen kann. Ja. Gehe ich mit. Ariane, ein Wunder, dass du mal nichts zum Kritisieren hast. Ja, wenn wir eine gute Leistung bringen, habe ich halt auch nichts zu kritisieren. Ne? Doch ganz einfach. Ich suche mir doch nicht aus, dass der FCB diese Saison halt so wenig gute Leistungen gezeigt hat. Ne? Also, jetzt Meier, Eberts Platz wackelt. Wehe, er lässt Tuchel gehen. Eieiei. Essex, sorry, bin gar nicht so euphorisch, sondern ich stelle mir die Frage, warum auf einmal. Normal kennt man so eine Leistungsexplosion von manchen ja nur, wenn der Vertrag ausläuft. Und ja, das Spiel gegen Lazio kann natürlich Selbstvertrauen geben, aber das war nicht nur ein neues Selbstvertrauen von einigen, dann hat Goretzka anscheinend zu 99,9% nicht Selbstvertrauen, der Arme. Ja gut, ich habe es ja jetzt gerade schon ein bisschen ausgeführt, warum, wieso, weshalb ich das sehe, warum diese Steigerung da ist. Yannick Zaragoza ist ein geiler Kicker. Ja, das werden wir vielleicht in der kommenden Saison ein bisschen beurteilen dürfen. Abwarten, ob die Form bleibt, ja, natürlich. Christian Schwab, tolles Spiel unserer Mannschaft, endlich mal Bock aufs Kicken gehabt. Nichtsdestotrotz haben wir in den letzten Wochen nur kritisiert, auch berechtigt. Von daher kann ich heute nicht vor übertriebener Begeisterung in die Luft springen, muss noch 2 bis 3 Spiele abwarten, aber natürlich cooler Sieg. Naja, ich denke, man kann schon dann auch mal begeistert sein. Gerade wenn die letzten Wochen so schlecht waren. Ja, dann muss man wie sagt man so schön, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ne? Und das mal unabhängig vom Ergebnis. Wir haben ja einfach eine Mannschaftsleistung gesehen, wir haben Spieler gesehen, die wollten, wir haben wirklich ein gutes Spiel gesehen. Und dann kann man das auch mal feiern. Ne? Meine Meinung. Prios, wow, hätte Bayern schon früher so eine Mannschaftsleistung, Aufstellung gezeigt, würde es in der Tabelle anders aussehen. Eine wahnsinnige Leistungssteigerung im Spiel, auch wenn es nur Mainz war, die im Moment wirklich keinen guten Lauf haben. Die musst du aber trotzdem erstmal 8:1 besiegen. Fußball können die ja auch spielen. Ich hoffe, die Leistungen der letzten beiden Spiele können konserviert werden und vielleicht geht doch noch etwas in der Tabelle. Beziehungsweise wird es spannender. Ich bin schockverliebt. Ja, das glaube ich nicht, dass es spannender wird. Aber vielleicht geht dafür in der Champions League was. Wer weiß. Günter Meier, Kimmich glatte 2. Klasse Flanken. Klasse Zweikämpfe, Sio Goretzka Kommentar. Günter Meier ist eine Mannschaft, ist nicht der Trainer. Warum spielt Sané verletzt? Ist eine Mannschaft, ist nicht der Trainer. Achso. Ja, das weiß ich nicht. Er spielt ja nicht verletzt, er spielt nur mit Schmerzen. Marc Welzer, was da los? Endlich findet der FCB seine Stärke wieder. Konsequent und selbstsicher. Die Bundesliga wird wieder spannend. Nee. Jetzt wird endlich gezeigt, was in der Mannschaft steckt. Gegen Lazio hatten wir alle einen schönen Abend erlebt und wir sehen, dass es keine Eintagsfliege war. Ich gebe dir absolut recht, einen angeschlagenen Spieler Sané aufzustellen ist grenzwertig. Jeder, der Sport betrieben hat, weiß, dass eine Verletzung nur ausheilen wird, wenn man pausiert. So wird er bestimmt in 2 Spieltagen für länger ausfallen. Kurz vor Saisonende kann man sowas machen. Aber bei noch 9 Spieltagen mit etwas Bayern-Duse bei der Auslosung in der Champions League geht es vielleicht noch weiter, als wir alle gedacht haben. Nicht, dass noch Tuchels Aufhebungsvertrag zerrissen wird. Weiter so rot-weiße Grüße. Viele Grüße aus Leverkusen. Leverkusen FCB-Fan. Ja, sowas gibt es. Völlig okay. PS, freue mich, deinen Kanal gefunden zu haben. Unterhaltsam, kurzweilig und kompetent. Ja, Bundesliga wird nicht mehr spannend werden. Ne? Das ist auch völlig... das ist wie letztes Jahr. Also wir haben letztes Jahr schon Grottenfußball gespielt und waren
fußballerisch war die Meisterschaft echt wild. Und ja, ist auch völlig fein. Leverkusen wird da durchmarschieren und das ist auch völlig richtig und wichtig. Ja, wir brauchen einfach auch diesen Dämpfer, den wir dieses Jahr bekommen. Also der ist für die Selbstreinigung und dieses Selbstverständnis und dieses Eingeschlafene im Verein und in der Mannschaft ist das super wichtig, dass wir diesen Dämpfer bekommen. Und auch in dieser Deutlichkeit. Ne? Es ist super wichtig, dass das 10 Punkte sind. Ne? Dass Leverkusen 3 oder vielleicht sogar 4 Spieltage vor Ende deutsche Meisterschaft feiert. Das ist wichtig. Das tut einen in der Seele weh, wenn man das als Bayern-Fan sagen muss, ja. Aber es ist leider so. Ne? Das muss wehtun, damit sich endlich was ändert. Nico Belic, rot-weiße Grüße, was eine Blamagenleistung von Mainz. Training bei Bayern ist härter, richtig lachhaft. Ich weiß, du sagst wahrscheinlich, dass ihr stark wart, aber man kann nicht 8 Dinger kriegen also ich hätte den Lohn von denen einkassiert oder hätte die heimlaufen lassen. Das ist ja absurd. Ja, das magst du so sehen. Alles gut. Ich kann die Mainzer nicht wirklich beurteilen. Ich habe es ja gesagt in der Analyse, ob das dann so schlau war von Mainz zu sagen, komm, wir spielen weiter nach vorne, wir versuchen weiter vorne was zu machen, oder man hätte gesagt, man weiß, dass Bayern da Schwierigkeiten hat, ja, hat man auch gesehen in der ersten Halbzeit, so teilweise. Man stellt sich mit 2 Ketten hinten rein und gut ist. Dann hätte man, ja, vielleicht hätte man nochmal einkassiert, aber man wäre mit Sicherheit nicht mit 8 nach Hause gefahren. Aber wenn das nicht die Philosophie des Trainers ist, des Vereins ist das ja auch völlig fein. Und dann sieht das Ergebnis halt so aus, wie es aussieht. Panja, was man zu Goretzka noch sagen kann, du hast erwähnt, dass er zu motiviert ist, was ich anders sehe. Aber was man in den letzten Wochen beobachten kann, Goretzka übernimmt Verantwortung und nicht nur auf dem Platz, sondern auch in Interviews. Er lobt Spieler wie Kimmich oder auch Gnabry, kümmert sich um Pavlovic, er scheint immer mehr als Bindeglied zu funktionieren. An ihm sieht man, dass man keine Binde braucht, um in der Mannschaft Verantwortung zu übernehmen, und die Stimme dir zu, Eber, tut uns gut. Ja, natürlich braucht man keine Binde, um Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, ich glaube, da spielt der Faktor, dass Kimmich halt in der Mitte auch nicht rumläuft, ein großer Faktor. Ja, dadurch kann halt ein Leon mehr in diesen Fokus gehen und sagen, hier, ich bin hier der Führungsspieler. Er hätte schon immer den Anspruch gehabt, dass er auch ein Führungsspieler ist. Ne? Aber konnte das auf dem Feld irgendwie umsetzen, großartig? Nee, weil meistens Kimmich da alles weggesaugt hat, verantwortungstechnisch. Nur ein Take von mir, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht eine Erklärung. Und ja, ich habe es ja auch gesagt, klar habe ich gesagt, dass er teilweise zu übermotiviert rüberkam, die letzten Spiele. Aber ich habe auch gesagt, dass es natürlich besser ist so, dass man zeigt, dass man die Verantwortung übernehmen will, ja. Auch wenn es da mal ein bisschen Reiberei mit den Innenverteidiger gibt oder sowas. Besser so als wie andersrum. Ja, das habe ich auch gesagt. Und jetzt hat er ja die perfekte Mischung gehabt. Ja, muss man ja ganz klar sagen. Also. Aber das habe ich ja gesagt in dem Video. Florian, einfach eine Machtdemonstration von Bayern, aber Mainz war abgesehen von Hammer-Freistoß schwach. Kane mit Dreierpack, Müller trifft und jetzt geht es gegen schwache Darmstädter. Aber Achtung, Auswärtsspiel. Wir wissen ja, wie Bayern auswärts die letzten Male gespielt hat. Ja, wir müssen da mal ein bisschen von wegkommen. Ich habe ja gesagt, woran es für mich liegt, habe ich ja jetzt schon ausgeführt. Und ich glaube, wenn man an den Spielern festhält, mal abgesehen vom Sané, den man wirklich immer ein bisschen auskurieren lassen sollte, dann denke ich, werden die nächsten Spiele ein ähnliches Leistungsniveau haben. Klar wirst du jetzt nicht jedes Spiel, was weiß ich, 3, 4, 5, 8 Hütten schießen, davon redet ja keiner. Aber einfach, dass du dieses Leistungsniveau beibehältst, ja, und dass man merkt, dass jeder will und so weiter. Ja. Und es gibt ja gerade keinen Grund, was zu ändern. Ja, so, wir haben keine englische Woche, wir müssen nicht irgendwas durchwechseln, also bin ich da guter Dinge. Und warum wollte Tuchel nun nochmal neue Spieler? Weil Tuchel ein anderes System spielen möchte, eigentlich. Er möchte keine Doppel-6 spielen oder Doppel-8. Das ist nicht Tuchels System. Tuchel möchte mit einer klaren 6 spielen, damit er halt auch mehr Dreier- und Fünferkette spielen kann. Das ist Tuchels System. Ja? Und nicht das, was er jetzt spielt. Er hat sich halt lange dagegen gewehrt. Und das ist das Problem. Und dann hat man das Gefühl gehabt, dass er gesagt hat, ja, alles gut, ich spiele jetzt wieder mit dem System, stelle dann aber die gleichen Pappköpfe dahin, weil ich weiß, dass es die letzten 2 Jahre schon nicht funktioniert hat. So hat man das Gefühl gehabt. Ne? Ja, wie gesagt, da ist der Tuchel ein bisschen selber schuld. So, da hätte man sich vielleicht ein bisschen
mehr auf den Kader einlassen sollen. Aber gut, da wissen wir auch nicht, habe ich ja auch schon gesagt, was in Tuchel vor der Saison gesagt wurde vom Brazzo und Olli. Vielleicht hat man gesagt, ja, du bekommst dir eine Holding Six, du kannst dein System spielen, es wird Zeit, dass manche Spieler hinterfragt werden. Das wissen wir ja alles nicht. Ne? Aber nochmal, trotzdem kannst du dann nicht irgendwie gefühlt über Monate bockig sein, wie es ein Tuchel war, meiner Meinung nach. Deine Antwort ist komplex, ja, Chico, da stimme ich dir zu. Toki Bayer, nehmen wir das Torspektakel einfach mit, genießen es, ziehen Kraft für die nächsten Wochen daraus. Die Mannschaft kann es ja, auch wenn man es einfach viel zu wenig sieht, seit einigen Monaten. Jahre, ja. Die letzten 2 Jahre haben wir wirklich von vielen Spielern nicht gute Leistungen gesehen. Womöglich liegt es auch am Kopf und das 10-mal Meister sein. Ja, auf jeden Fall. Also für mich locker zu 80% liegt das am Kopf. Ja, gar keine Frage. Also die Spieler sind ja, nehmen wir einen Kimmich, Goretzka, die Spieler sind fit, waren sie die letzten Wochen, Monate. Das ist nur der Kopf. Ja? Also es kann nur der Kopf sein oder die Alternative wäre, die Spieler haben einfach keinen Bock mehr, sich den Arsch aufzureißen. So, das wäre traurig. Ja? Also von daher nehmen wir vielleicht eher den Kopf. Aber ja, wer weiß. Vielleicht musste erst so ein Eber kommen, der da mal wieder intern Klartext, klare Worte spricht. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch ein Faktor. Also ich freue mich total für die Mannschaft, auch für Tuchel. Zeigt ja, dass beide Seiten doch noch gut miteinander können. Doch man sollte diesen Sieg letztlich auch nicht überbewerten auf das, was die Mannschaft sonst so gespielt gezeigt hat die letzten Monate. Nur mit erhobenem Kopf ist das letzte Drittel der Saison sehr solide zu Ende bringen und dann schauen wir mal, für was es noch gereicht hat. Ja, da bin ich 100% bei dir. Ne? Einfach, wie es Tuchel ja auch gesagt hat, da stimme ich ihm auch zu. Von Spiel zu Spiel schauen, die restlichen Spiele jetzt gut zu Ende bringen und dann kann man auch sich auch erhobenen Hauptes voneinander trennen. Ja, und gut ist. Sag mal du, eigentlich blöd, dass viele heute so gut gespielt haben. Das macht die Auswahl fürs Verkaufen nicht einfacher. Aber freut mich auf jeden Fall, dass wir endlich wieder Züge des FC Bayern gesehen haben. Ich wünschte, das hätten wir vor dem Leverkusen-Spiel freisetzen können. Die hätten wenig entgegenzusetzen gehabt. Ja, warum man gegen Leverkusen nochmal Minje und Upa da dann reinwerfen musste in die Innenverteidigung, ist für mich immer noch ein absolutes Rätsel, leider. In der Bundesliga wird sich wohl nichts ändern, aber ich hoffe, dass der Hunger auf die Champions League geweckt worden ist. Ich sehe dieses Jahr keine Übermannschaft, die uns haushoch überlegen wäre, aber die Leistung musst du erstmal halten, das große Problem. Bin ich 100% auch bei dir, Samanu. Gehe ich 100% mit. Geil, auf dem Bild sieht Tuchel aus wie Dietsche. Optimus Prime, danke, dass du so durchziehst. Deine Videos sind eine Bereicherung als Bayern-Fan. Optimus Prime, erstmal vielen, vielen lieben Dank für 11,99 nochmal. Was hast du da letztens schon 5 Subs rausgehauen? Vielen lieben Dank. Und sehr gerne, ja. Die Videos sind auch für mich eine Bereicherung. Indem ich hier immer wieder viele wiederkehrende Leute lese. Das macht mir super viel Spaß. Auch hier die Kommentare, auch die eine oder andere Meinung mitzunehmen, gefällt mir sehr gut. Also auch von meiner Seite vielen lieben Dank dafür. Die Baumis, Neuer 2,5, Kimmich 3, Dyer 2,5, Delicht 2,5, Davis nicht, Guerrero 2, Goretzka 1, Leimer 3, Sané 3, Musiala 1,5, Müller 2, Kane 1. Ja, hört sich auch sehr vernünftig an. Kimmich gehört auf RV, dann läuft es einfach. Ja, er gehört halt einfach nicht in die Mitte. Ich weiß nicht, ob er vielleicht als Achter funktionieren würde. Das haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Können wir vielleicht mal im Stream heute noch mal ein bisschen bequatschen, weiß ich nicht. Ja, aber man sieht's. Aber das haben wir schon vorher gesehen. Das haben wir in den Spielen schon gesehen, wo Kimmich gesperrt war. Wenn er nicht in der Zentrale war, lief es einfach besser. Ja. Und jetzt ist er länger nicht in der Zentrale und man sieht, wie die anderen Spieler dann auch aufblühen. Ja. Ganz, ganz großer Faktor, glaube ich. Rainer Bulli würde Hasenhüttl als neuer Trainer installieren. Ole FCB, aber der ist doch nicht mehr auf dem Markt, oder? Hab gegen Mainz gespielt, endlich mal eine vernünftige Antwort, aber würde sie nicht zu hoch loben. Schönes Video wie immer von dir. Johnny, vielen lieben Dank. Rainer, Bayern spielt noch um die Meisterschaft. Wenn Leverkusen abmeldet, nix mehr Vizekusen. Dieses Jahr deutscher Meister, Pillendreher Club Ole, Double Ole. Ja, sei euch gegönnt. Ich dachte immer, Glück auf, sagt man nur auf Schalke, bei uns sagt man Moin, deshalb nur der HSV. Ach, ein bisschen HSV da. Okay. Ja. Ich bin halt Bergmann gewesen, von daher sage ich Glück auf. Ob man das nur auf Schalke sagt, ist mir da relativ Wumpe. Und sagt man bei euch nicht Moin Moin? Ich kenne mich nicht aus.
Mr. Universe, ein sehr schönes Spiel, das auch zeigt, dass es in den jetzigen Konstellationen funktionieren kann. Kimmich als Rechtsverteidiger wäre vermutlich nicht passiert, wenn Tuchel nicht gekündigt worden wäre. Auch wenn Kimmich es nicht offen sagt, aber er will dort genau wie Pavard damals nicht spielen. Was sich durchaus negativ auf die kommenden Vertragsgespräche auswirken könnte. Aber das hat Tuchel logischerweise nicht mehr zu interessieren und vielleicht versteht Kimmich jetzt auch selbst, dass er im Mittelfeld nicht gut aufgehoben ist. Er musste zu seinem und unserem Glück gezwungen werden. Tuchel hatte von Anfang an das Ziel, unser Mittelfeld zu verändern, Holding Six, weil er mit Kimmich und Goretzka als Duo nicht zufrieden war. Trotzdem hatte Tuchel nicht den Mut, Kimmich auf die FV-Position zu verbannen, weil er als Führungsspieler und Fanliebling gilt. Den man aus Stimmungsgründen nicht verärgern will. Darüber wird sich Tuchel nachträglich auch selbst ärgern. Sehr wahrscheinlich wird er das. Frank Jerke, Goretzka und Zerc hattest du doch schon in mehreren Videos mehr oder weniger aussortiert. Kane wird für das Einleiten von Chancen gelobt und bei Müller, ich finde, deine Meinungen schwanken ein bisschen sehr. Ja, auch du verstehst anscheinend nicht den Sinn meiner Videos. Nochmal, wie bei dem anderen Kommentar, soll ich einen Goretzka und Zerc schlecht bewerten, weil ich sie nicht mehr in dieser Mannschaft sehe? Wo ist die Logik, Alter? Ich verstehe es nicht. Wo ist euer Take, den ihr bringt? Ja, du kannst ja gerne den anderen Satz kann ich dir zugestehen. Kane für das Einleiten von Chancen gelobt und bei Müller, Fragezeichen, ja, kannst du gerne so sehen. Völlig fein, habe ich gar kein Problem mit. Aber Goretzka und Zerc, was ist das wieder für ein Argument? Soll ich, weil ich der Meinung bin, dass sie nichts in dieser Mannschaft zu suchen haben, soll ich sie dann schlecht bewerten, obwohl sie gut spielen? Wo ist der Sinn? Also, sorry, Leute. Weiß ich nicht, was ihr für Gedanken in euren Schädeln teilweise habt. Also, ich benote und gebe meine Meinung zu dem, was ich sehe. Ja? Und ich habe in den letzten 2 Jahren von Serge und Goretzka nur Rotze gesehen. Sowohl wie von Kimmich genauso. So. Und dann ist das so, dass diese Spieler, damit ein Umbruch stattfindet, damit eine neue Struktur auch innerhalb der Mannschaft oder eine neue Führungsstruktur erreicht wird, müssen diese Spieler den Verein verlassen. Ganz einfache Kiste. Aber deswegen muss ich sie ja nicht schlecht bewerten, wenn sie jetzt auf einmal ihren zweiten Frühling bekommen und gute Spiele machen. Was soll das? Wo ist da der Take, Alter? Soldier! Musiala und Kane zusammen ist einfach widerlich gut. Was da für Plays gemacht werden, ist einfach geisteskrank. Nächste Saison wird richtig abgehen. Aber ich muss sagen, dass ich von mindestens 50 bis 60 echt wieder einen Herzinfarkt hatte. Wir haben uns in den 10 Minuten sowas von extrem in die eigene Hälfte drücken lassen. Hab schon gedacht, gleich kippt es wieder. Ich glaube noch nicht mal, dass wir uns reindrücken lassen haben, sondern dass wir das bewusst getan haben. Uns einfach ein bisschen fallen lassen und gucken, ob wir einen Konter fahren können. Und das ist ja auch legitim. Wenn man die Sicherheit hat, die wir sonst bisher nicht hatten, muss man ganz klar sagen, ne, wie du sagst, Herzinfarkt, weil wir dann oft dumme Ballverluste hatten in diesen Phasen. Aber wenn wir das nicht haben, ist das ja auch ein legitimes Mittel. Ne? Oldschool, die Gegner müssen die Hosen voll haben, schon vor dem Spiel, da müssen wir wieder hinkommen. Dabei hilft ein 8:1 gegen Angstgegner Mainz natürlich sehr. Warten wir mal ab, wie Leverkusen morgen spielt. Auf jeden Fall haben wir nicht den Druck, den die haben. Wenn Bayern Meister wird, wäre es eine Sensation. Leverkusen muss bei dem aktuellen Vorsprung Meister werden. Alles andere wäre eine Katastrophe. Denke aber, Alonso wird das Kind schon schaukeln. Ich glaube nicht, dass sie Druck haben. Also bei 10 Punkten Vorsprung hast du doch keinen Druck mehr. Ja? Also Mathe können die auch. Die können noch 3 Spiele verlieren, also und sind dann immer noch vorne. Also weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass sie Freude haben, die Meisterschaft endlich nach Leverkusen zu holen. Ne? Aber wer weiß. Optimus Prime, es war so ein tolles Spiel, ich bin einfach überwältigt. Hoffentlich können sie die Form halten, vor allem in der Champions League. Vielleicht hat der Tuchel wieder eine Tür eingetreten. Ja, diesmal hat er ja wie so einen Schuh drum, dann tut's nicht so weh, ne? Reiko, wir aus Mainz haben euch letzte Saison den Arsch gerettet. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, ob das jetzt gut für uns war, können wir drüber streiten, aber für Dortmund war es auf jeden Fall schlecht. GB, nach dem 2:1 sind wir kurz mal geschwommen. Daran sieht man, dass die Mannschaft noch nicht ganz gefestigt ist. Zum Glück hat Kane in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gezündet. Das war Gold wert. Ja, also ist auch klar, dass jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen von Selbstverständnis ist. So, aber ich denke, die zweite Halbzeit hat dann gezeigt, wohin die Reise geht. Ne? Und wir werden sehen, ob wir das die nächsten Spiele
bestätigen können, wovon ich persönlich ausgehe. Und dann wird das auch wieder dazukommen. Chico, nächste Woche Pavlo Leon. Wäre wünschenswert. Sollte Kimmich wieder Sechser spielen, wird der Rhein von Kackreizen geflutet. Prost der Allgemeinbevölkerung. Ja, das glaube ich nicht. Ich habe es ja schon gesagt, wo Tore gesagt hat, er nimmt keine Rücksicht mehr, habe ich schon gesagt, dass ein Kimmich unter Tore nicht mehr spielen wird. Und da bleibe ich bei. Ja, sobald ein Rechtsverteidiger, nee, ich habe keine Note für Dyer vergessen. Sobald ein Rechtsverteidiger fit ist, ich weiß nicht, ob man Sascha fühlt in seinem System, der Tuchel, aber dann wird ein Kimmich nicht mehr als Rechtsverteidiger spielen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, er hat jetzt ein gutes Spiel gemacht, aber dann muss da auch noch eine Leistungssteigerung kommen, denke ich. Dann ist natürlich ein Konkurrenzkampf da, aber dass er in die Mitte geht, vielleicht neben Pavlo. Das aber weiß ich nicht. Wird sehr interessant zu sehen sein, die kommenden Wochen, ja. Die Pause scheint knapp gut getan zu haben. Ja, da müssen wir auch mal abwarten. Das waren jetzt 30 Minuten, wo er in eine Mannschaft reinkommt, wo der Flow da war, wo es lief. Dann läuft es natürlich auch. Ja, dann ist das auch wichtig, in solchen Spielen reinzukommen, um dann einen leichteren Einstieg nach so einer Verletzung zu haben, als wenn es gerade eine knappe Kiste ist und wir uns wieder verkrampft über den Platz bewegen und dann soll er da reinkommen und soll da irgendwas rauszaubern. Ne? Und da war das so perfekt, wie es war. So, und dann werden wir mal sehen, wo da auch in den kommenden Wochen wie das Leistungsvermögen beim Serge dann wirklich aussieht. Ne? Ich höre meine heute sehr gute Analyse, Kai, gehe ich komplett mit und wieder einmal sehe ich eine defensive Struktur mit De Ligt und Dyer, durch die man auch befreiter in die Offensivaktion gehen kann. Die beiden zusammen sind klar vor Opa und Minje, meiner Meinung nach. Meiner Meinung auch. Ich glaube, die zwei sorgen für eine Basis, die der Offensive Sicherheit gibt, sich auch auf Offensivaktion konzentrieren zu können. Ohne dass die Jungs direkt Kopfkino bekommen, wenn der Ball mal verloren geht. Ja, ich glaube auch, dass ein Goretzka da noch ein wichtiger Faktor ist, ja, der auch immer viel mit nach hinten wegarbeitet, der da auch ganz gut mit den beiden harmoniert. Ich glaube, das ist auch ein Faktor. Peter, Tell geben wir eine 3+, Tuchel eine 2+, Kai eine glatte 1. GB, nächste Woche hoffentlich wieder Pavlovic und Goretzka auf der Doppel-6. Ich denke, das Duo hat sich gefunden. Leimer ist heute abgefallen. Ja, Leimer ist wirklich ein bisschen abgefallen. Ne? Ja, ich denke auch, dass wir Pavlovic Goretzka sehen werden. Niklas, sehr geiles Spiel heute. Ich war heute das erste Mal in der Südkurve. Ich glaube, ich sollte öfter dorthin bei dem Erfolg. Ja, Niklas, dann musst du jetzt jedes Spiel dahin. Da gibt's jetzt keine Ausreden mehr. Bin direkt zentral hinter dem Tor gestanden und habe unsere Mannschaft kräftig unterstützt, so wie es sich gehört. Ich hoffe, wir haben heute gute Stimmung gemacht. Stimmung war echt gut. Ja, muss man sagen. Also, für ein Bundesligaspiel generell die Stimmung die letzte Zeit war echt gut. Also was am Fernseher so rüberkam, war echt gut. Habe mich richtig gefreut, dass er Leon so ein starkes Spiel gemacht hat. Ich würde mir wünschen, er wäre immer so stark, da ich ihn sehr schätze. Ja, wir haben es ja schon ein bisschen herauskristallisiert, woran es vielleicht liegt. Wir werden es die kommenden Wochen vielleicht bestätigt bekommen oder nicht. Gibi, die Licht sehe ich bei einer 2, hat sich richtig reingehauen wieder. Goretzka eine 1 mit Sternchen. High Five, Kai. High Five. CB, endlich mal wieder ein absolut geiles Spiel nach dem Champions League-Sieg. So macht unsere Mannschaft Spaß. Der alte Goretzka, wie er leibt und lebt. Unfassbar, was er doch noch kann für unsere Mannschaft. Kane mit dem Triple. Musiala auch wieder sackstark. Der Richt und Dyer haben nichts am Rennen lassen. Einfach eine geile Mannschaftsleistung. Ich muss sagen, ich habe einen Goretzka in der Rolle so noch nie gesehen bei uns. Ja, er hat früher auch gute Spiele gemacht, aber nicht aus dieser auch aus dieser Tiefe raus. Ja? Also, ja, ich habe Goretzka schon gut, klar, der hat schon sehr gute Spiele bei uns, auch ein sehr gutes Zusammenspiel mit Kimmich gehabt früher. Aber die Leistung war schon echt, ja, 1 mit Sternchen. Deswegen hat er sie auch gekriegt. Markus SP, Tuchel muss bleiben. Nee, Tuchel muss nicht bleiben. Gut, Lonne, was sagst du jetzt? Glückwunsch, freue mich für euch. Gut, habe ich ja gesagt, was ich sage, aber FC Bayern-Fan forever, hochverdienter Sieg. Herbert, rot-weiße Grüße von mir an Sie zurück. Siena Beck, endlich durfte Saragossa seine ersten Minuten bei uns spielen. Ne, er hat schon mal ein paar Minütchen gespielt, ne? Aber ja. Chico, bei Anstoß, glaube ich, gab es Noten ab 15 Minuten aufwärts. Ja, aber ging da ein bisschen anders. Aber ja, die Zeitungen bewerten auch jeden Einwechselspiel, aber ich tue mich da mal ein bisschen schwer mit. Es ist halt immer so ein bisschen unfair dann den Leuten gegenüber, die 90 Minuten oder 70 Minuten auf dem Feld stehen, weißt du? So,
Dann musst du da das Verhältnis finden zu der Note. Also ich fand es halt wild. Ja, neben so einem Ziyech, der ein gutes Spiel gemacht hat, ja, den gibt man dann eine Note 2 und irgendein anderer, der 70 Minuten auf dem Feld war, neben Müller oder sowas, der kriegt dann dieselbe Note oder sogar irgendwie einen Tacken schlechter. Ist das dann fair gegenüber, obwohl der eine nur 20 Minuten auf dem Feld war und so. Deswegen mache ich das halt nicht. Ich sag dann, was ich gesehen habe und gut ist. Josef Feuerer, Sané wird bald ohnehin eine Pause haben, Länderspielpause. Wird man sehen, ne? Aber ist gesperrt, ne? Ja. Ja, gut, aber das ist ja auch kein Argument. Nochmal. Es ist ja nicht so, dass es gerade nötig ist in der Bundesliga. Ich würde es ja verstehen, wenn es um irgendwas Wichtiges gehen würde, dass man dann sagt, ja, er ist ein wichtiger Pfeiler in meiner Mannschaft. Jetzt aus Trainersicht, ich will ihn unbedingt dabei haben, deswegen gehe ich das Risiko ein. Würde ich ja verstehen, aber die Bundesliga ist gelaufen, Leute. Da geht es darum, das gut zu Ende zu bringen. Und da würde es doch viel, viel mehr Sinn machen, den Tell da reinzuwerfen, den Tell zu entwickeln. Vielleicht dann auch einen Brian dann da mit reinzuwerfen, wenn Tell nicht gut performt oder sowas. Aber doch nicht den Sané da jetzt mit durchzuziehen. Aus welchem Grund? Also, da wäre es doch wichtiger, dass er für die Champions League-Spiele fit wäre. Meiner Meinung nach. Und wenn man dann nach 1,5 Minuten gesehen hat, wie schmerzverzerrt das Gesicht war nach dem Sprint, den er da gemacht hatte, da hätte ich direkt gesagt, ja, alles gut, vergiss es. Ja. Er hatte danach ordentlich gespielt, gar keine Frage, aber das muss ja nicht sein. Seit jeder Spieler in Frage gestellt wird, können sie auf einmal wieder laufen. Aber für wie lange? Wenn sie alle wieder ihre aufgestockten Verträge in der Tasche haben, ist wieder Schidi-Widi angesagt. Wir brauchen einen Trainer, der Ärsche aufreißen kann und den die Spieler dann nicht einfach durch Meckern wieder wegbekommen. Wer meckert, ab ins Sondertrainingslager nach Sibirien. Nee. Das reicht ja auch, wenn du einen Eberl hast und der das macht. Ja, wenn du einen Sportdirektor oder Sportvorstand hast, der das macht und der Trainer dafür gut mit der Mannschaft steht, ein gutes Verhältnis hat, man den Trainer das abnimmt, reicht das aus. Ja. Aber natürlich müssen wir trotzdem Spieler in Frage stellen. Also das steht ja außer Frage. Mr. Edward Bear Grylls. Hat Leon einen Zwillingsbruder? Der ist böse. Der ist böse. Markus, schon erstaunlich. Ein neuer Trainer kommt, Massenverkäufe drohen und hoppla. Die Herren haben wieder Lust auf Fußball, wie am Anfang der Saison. Gut, Lazio war ein Brustlöser, aber schon sehr wundersame Wandlung der Herren. Die Tore für Gnabry und Müller haben mich gefreut. Ja, habe ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt, wo ich es ein bisschen dran festmache. David, das Foul, was zum Gegentor führte, war nicht Müller, sondern von Musiala, sonst Daumen hoch. Ja, habe ich auch nicht gesagt, dass das Müller war. Ich habe gesagt, Müller hat den Kopf weggezogen. Oder habe ich gesagt, Müller hat das verursacht? Wenn dem so ist, dann tut's mir leid, aber das kann ich mich nicht dran erinnern. Herbert, wünsche schönes Wochenende. Guter Kommentar von Ihnen, gefällt mir sehr. Danke. User Gnabry, was eine geile Bude. Ja. Daniel, also, dass du beim FCH nicht der Cheftrainer bist, das kann ich ja gar nicht verstehen, lol. Ja, doch schön, wenn du Freude hast. Martin, was mit ein bisschen Lockerheit beim Trainer alles bewirken kann. Chico, ist schon interessant, wie viel umgesetzt wird seit Tuchel Entlassung, was wir schon seit der Audi-Tour miteinander diskutiert haben. Aufnahme oder Discord-Chat. Wie ein Pavlo dazumals über Monate bis und mit heute gelobt wurde. Diese sogenannten Experten und Journalisten, Hirnis nenne ich es jetzt mal, sind seit ein paar Wochen auf den Geschmack gekommen. Die heutige PK zeigt, wie diese Quacksalber arbeiten. Ich hätte jedes Spiel mindestens 5 Fragen zum Taktikspiel etc. für den Trainer. Wie du sagst, Clickbait, kein Inhalt. Ja, so ist das heute leider. Ne? Thomas Müller, sehr schöne Analyse. Vielen lieben Dank. Chico, Thema Leroy sieht wahrscheinlich jeder mit gesundem Menschenverstand so. Sehr wahrscheinlich, ja. Aquari, ich hatte heute so unfassbar Spaß beim Zuschauen. Jeder einzelne wirklich absolut top. Klar, hier und da mal 1, 2 Sachen, aber mein Gott, war das endlich mal wieder geil zu schauen. Nicht nur die Höhe des Ergebnisses, einfach auch, wie wir als Mannschaft zusammengespielt haben. Ganz genau. Kann ehrlich gesagt kein MVP aussuchen. Aber mal ehrlich, bei den Pässen, Flanken, Defensivverhalten, Dribblings und so weiter brauche ich das auch gar nicht. Da hat jeder Einzelne so viel dazu beigetragen. Außerdem finde ich, dass das Spiel mal wieder perfekt die Medienwelt rund um den deutschen Fußball und den FCB beschreibt. Haut man die Mainzer mal 8-1 weg, da ist man dann ganz schnell wieder klein mit Hut und bekommt, sagen wir mal, das Maul gestopft. Ja. So ist das leider. Hast du natürlich recht. Ne? Man muss, oder man hätte auch sagen können bei dem Spiel,
Man stellt die Mannschaft in den Vordergrund, weil das war eine Mannschaftsleistung, die super war. SW, also bei Kimmich muss ich sagen, bin ich etwas anderer Meinung. Ich fand ihn heute richtig stark. Für mich hat er eine 1- verdient. Ja, ist doch völlig gut. Laisito, ich habe ja schon länger gesagt, dass ich das Hauptproblem bei vielen Spielen, zuletzt Bochum und Freiburg, Leverkusen beim 0:1 in der Mentalität und nicht zwingend beim Trainer sah. Dass an Leverkusen davor nichts ging, lag an Tuchel, ist klar, aber halt so ein Standard, da kann er sich auch nur wegdrehen. Meine Vermutung ist, dass diese Einzelgespräche, die Eber geführt haben soll, die hauptsächlich wohl um Mentalität gegen den Team geholfen haben. Es ist wieder mehr Energie im Spiel und eigentlich war das 2:1 genauso ein Moment, wo das Team seit 13 Monaten zusammenbricht. Vorher Elfer nicht bekommen, zu Recht, dann plötzlich so ein Ding, wenn der Müller den an den Kopf bekommt, hat der Sonderurlaub vom Arzt verschrieben. Vor 3 Wochen hätten die danach alle rumgejammert und dann fallen 3 weitere Dinger. Hier wurde kurz Gas runtergenommen, Kontrolle zurückgedämpft und Tor, wie es sein muss. Der Rest war halt Bayern. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man darf aber halt auch nicht vergessen, dass ein ganz, ganz anderes Personal auf dem Feld steht. Ja. Kimmich gefiel mir vor allem in seiner Aufmerksamkeit heute. Zum Beispiel beim 2:0. Er sieht, wie sich alle Mainzer umdrehen. Schleicht zum Ball, spielt den Reihen gerne öfter sowas. Die Flanke zum 8:1 dann auch einfach perfekt. Ja. Einziger Mangel in der von dir angesprochenen Szene, wo Gnabry nach hinten arbeitete, blieb Kimmich an der Mittellinie stehen, so in der Art, ach, das wird schon. Beim Stand von 6:1 oder so ist das aber auch Meckern auf höchstem Niveau. Wir haben 8:1 gewonnen, könnten dadurch sogar noch unseren Torrekord knacken und haben mal 2 sehr gute Spiele in Folge gehabt. Erstmals seit 2022. Boah, kann ich dir nicht sagen, dafür ist mein Hirn nicht aktuell genug, ey. Aber wenn man schon überlegen muss, sagt das vielleicht auch ein bisschen was aus. Nächste Woche geht es dann nach Darmstadt. Da darf nichts passieren. Wenn wir so wie heute spielen, geht das eher Richtung zweistellig. Aber das muss ja auch erstmal so kommen. Tuchels Variante, Sané aufzustellen, kann ich auch noch nachvollziehen. Wollte das Team einfach jetzt nicht auseinanderbrechen, um die Form hochzuhalten. Die Länderspielpause ist er gesperrt. Wenn er in Darmstadt auf der Bank sitzt, sind das 3 Wochen Pause. Wenn er in Darmstadt spielt, greift dieses Argument aber nicht mehr. Wir werden sehen, ne? Aber da er schon so schmerzverzerrt war in den ersten Minuten, weiß ich nicht. Wir werden sehen, ob er spielen wird. User, vielleicht war das Abschlusstraining diesmal desolat. Ja, das wäre eine Erklärung. Legion Ratisbona. Es war ein Spiel wie auf dem Bolzplatz. Einfach mit Spaß. Das zeigt, dass Tuchels System total falsch war. Weiter so, Jungs. Leider war das so. Bernhard Polner. Jetzt haben sie wieder eine Woche frei, dann kriegen sie wieder den Blues. Das glaube ich nicht. Aber wer weiß. Auszuschließen ist es nicht. Ne? Auszuschließen ist es leider nicht. Aber ich glaube es nicht persönlich. Ohne Tuchel wäre das wie immer nicht möglich gewesen. Ja, ganz genau. Eigentlich war das alles nur Tuchels Verdienst, dass wir jetzt so stark gespielt haben. Nikren, Josh war heute für mich einer der Besten. Krass, dass ich das so sage, aber ich fand ihn brutal aufmerksam, griffig und die Flanken waren top. Für mich eine 1-. Ja, völlig gut. Alter Betty. Angela oder Angelan Gelov, I don't know. Gnabry mit der Hacke. Goretzka, wie du schon gesagt hast, bärenstark. Musiala kommt wieder in Form. Über Kane rede ich nicht mehr. Macht keinen Sinn mehr mittlerweile. Gibt's nicht zu kritisieren, denke ich. Das sind die Super Bayern, die wir von 2020 und 2013 kennen. Spieler des Spiels sind für mich auf jeden Fall Kane und Leon. Bei Jamal ist es knapp, aber Kane und Goretzka waren einen Tacken besser. Obwohl Musiala heute mal nicht so eigensinnig war wie sonst. Hoffe, er macht weiter so, dann hat er den Golden Boy Award in der Tasche, der ihm geklaut wurde von Gavi. Geiles Spiel, kann man nicht mehr sagen. Kann weiter so gehen. Ja. Michaelis, gutes Spiel, hat wirklich Spaß gemacht. Mit Sané verstehe ich zum Verrecken nicht. Warum der nicht geschont wird, eigentlich unfassbar von Tuchel. Ansonsten tolle Mannschaftsleistung und Goretzka war wirklich bärenstark. Mit der Analyse gehe ich mit. Gruß. Danke, Gruß, Michael. Gruß zurück. Phileas, nicht nur Top Training, sondern auch Top Spiel. Klasse anzusehen. Weiter so. Ja, eigentlich darf man nur zweimal Top sagen. Ne? 3-mal Top war beim Pep immer so, ist nicht so geil. Las Buna, wie soll das denn bloß mit den Kaderumbruch werden, wenn auf einmal alle so aufspielen? Aber im Ernst, bin mal gespannt, wie sich die Leistung in den nächsten Wochen entwickelt und wie dann das Sommertransferfenster aussieht. Ja, habe ich ja gerade auch schon ein bisschen meine Meinung zu gesagt. Ich denke, man muss da auch trotzdem ein bisschen differenzieren bei den Spielern. Aber da können wir mal im Stream ein bisschen drüber quatschen. Hobby.
Ja, sauber, mir ist da mehr. GB, weiter so, der Flow muss mitgenommen werden. Ah, das tun wir schon. Chico, ebenfalls schönes Wochenende. GB, wenn wir mal Platz haben, dann sieht es so aus, wie es heute aussah. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Das muss man natürlich auch sagen. Mainz hat uns da natürlich schon Räume gegeben, ne? GB, heute das 4. super Spiel in der Saison unter Tuchel. Goretzka braucht seinen Bro Gnabry. Legendary. Ich glaube, Tuchel ist nach der Entlassung richtig angespornt, Bayern 1 auszuwischen und die Champions League zu gewinnen. Wäre traurig, wenn das dann jetzt wirklich so wäre, oder? Chico, Brian hat den Tritt auf den Fuß noch 5 Minuten später gespürt. Ja, 5 Minuten gespürt. Zum Glück sind das meistens nur Prellungen und sehr selten mal ein Bruch. Kann ich nicht aussprechen, Chico. Sorry. Harald Seile, super Spiel, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Gerd Berger, es ist doch krass, dass die Aufstellung, die wir seit Beginn der Saison verlangen, jetzt liefert. Und auch nur gezwungen durch Verletzungen, den Tuchel wäre allein nicht darauf gekommen. Ja, das ist schon ein bisschen schade. Ne? Da gebe ich dir recht. Udo Werner, der Trainer muss gehen. Warum? Mit Max vor einem Jahr wäre der Kader erweitert worden. Weiß ich nicht. Hätte Fahrradkette. Ne? Wissen wir nicht, was passiert wäre. Banja, zu deiner Aussage zur Qualität der Mannschaft gehe ich absolut mit. Viele sagen, ist nur Mainz, aber dieses Mainz hatte Leverkusen letzte Woche fast 2 Punkte abgenommen. Und kein Team in der Liga hat mehrere Gegner 7 bis 8 Tore eingeschenkt. Ich bleibe dabei, hätte Tuchel nicht auf bockiges Kind gemacht und stattdessen das Team so angenommen, wie es ist, nach Leistung und Sinn aufgestellt, statt seine Ideen zu erzwingen, wäre er noch im Amt und auch nächste Saison unser Trainer. Stimme ich dir 100% zu. Selbst wenn es trotzdem keinen Titel gegeben hätte. Aber klar sieht man, dass ein neuer Trainer mit dieser Mannschaft viel erreichen kann. Ja, sehe ich 100% genauso. Morpheus, ohne das Spiel jetzt überbewerten zu wollen, war das, was die Jungs gezeigt haben, echt bockstark. Es musste wohl erst der C von Tuchel dran glauben, bis wir endlich wieder ansehnlichen Fußball spielen können. Jared Berger, warum den Sané so zu verbrennen, wenn man noch so viel vorhat in der Saison, ist unbegreiflich und ist für mich ein Minuspunkt für Tuchel. Ja. Bei Kimmich das schnelle Denken und Umschalten beim zweiten Tor war klasse, wie er den Ball um Müller und den Mainzer schippte. Frank Alexander Eberlein. Wir waren im Flow, yo. Strive, es war am Ende nur Mainz. Jeder Dorfclub würde die abschießen. Was eine dumme Aussage. Sorry, was eine dumme Aussage. Dann guck dir gerne mal die Ergebnisse von Mainz an. Nimm am besten einfach das Spiel vor einer Woche. Eieiei. Jared Berger. Das war aber schnell, wild, wie gewisse Spieler, die den Konkurrenzdruck spüren, plötzlich an ihre besten Leistungen anknüpfen. Die Mannschaft nach Leistung aufzustellen, sollte jede Woche dem Trainer Kopfschmerzen bereiten, weil alle gut drauf sind. Das wäre der Idealfall. Marn Baric, das war nur Mainz, sonst nichts. Banja nochmal. Guten Abend. Was soll man sagen? Sehr gute Teamleistung. Wenn man das Haar in der Suppe suchen will, muss man sagen, wir hatten im Gegensatz zum Lazio-Spiel einige Fehlpässe. Von Leimer, Guerrero oder De Ligt, die gegen sehr gute Gegner wehtun können. Aber ansonsten alle mit einer guten bis sehr guten Leistung. Sané ist schwer zu benoten, da Tuchel ihn spielen lässt, obwohl er Probleme hat. Geschwindigkeit hat er, aber vieles mit Ball sieht immer noch unglücklich aus. Müller in der Mauer, naja. Unsere beiden IV strahlen Ruhe aus und geben dem Team eine gewisse Balance. Heute 3 Spieler mit der Note 1. Goretzka, der sowohl hinten wie auch nach vorne ein extrem starkes Spiel gemacht hat und immer besser in seiner Rolle aufgeht. Kane, der nicht nur Tore macht, sondern auch mitspielt und endlich mehr ins Spiel eingebunden wird. Und Jamal mit einer 1-, weil er noch immer unnötig vielleicht Bälle verliert, aber trotzdem ein extrem starkes Spiel gemacht hat. Irgendwie scheint es, dass Mannschaft und Trainer etwas besser harmonieren. Tuchel macht nun Dinge, die logisch sind und lässt seine Tuchel-Fantasien weg. Naja, außer das mit Sané. Ach, loben sollte man Gruder, der gegen Bayern anscheinend immer auftritt, ihn zu holen, wäre eventuell eine nachvollziehbare Idee. Ja, habe ich schon im Hinspiel gesagt. Ne? Ist auf jeden Fall ein Junge mit viel, viel Talent. Also, ist halt die Frage, wenn das der Weg sein soll nächste Saison, ja, wenn man ihn günstig bekommen würde, würde ich das Risiko auch eingehen. Aber es bringt natürlich auch nichts, ihn zu verpflichten und auf die Bank zu setzen. Da sind wir uns ja auch einig. PS musste lachen, nachdem ich meinen Kommentar abgegeben habe und dein Video anschaue, kommen die gleichen Punkte. Das meine ich mit, wenn Tuchel Logik vermissen lässt. No. Marco Günther, schon lustig, dass jetzt wieder alle an zu rennen fangen. Was? Schon lustig, dass jetzt wieder alle an zu rennen anfangen. Wo es von oben heißt, dass man sich zur nächsten Saison von Spielern trennen möchte. Ja. Was so ein bisschen Konkurrenzkampf und Druck doch ausmachen kann. Ne? Bastard Doggy, die Bildeinblendung während der Bewertung top, top, top. Nein, wirklich geile Qualität und Entwicklung auch deinerseits. Vielen lieben Dank. Alicia, das lag nur am Klumpfuß.
Papa Bär, aber Like gibt es trotzdem. Danke. Frank Neuruter. Die Mainzer Kirmestruppe richtig übel abgeschossen. Vorsicker, ein Augenschmaus, sich das Spiel anzusehen. Es hat alles geklappt, auch wenn es nur gegen einen Absteiger war. Aber den Sieg in dieser Höhe absolut verdient und meinen größten Respekt. Ein Spiel mit Freude und Witz über 90 Minuten. Ganz genau. Papa Bär, also ich weiß ja nicht, dass sich die Bayern freuen. Mainz ist ja wohl kein Gegner. Da hätte Bayern auch mit der B11 auflaufen können und hätten gewonnen. Nicht bös gemeint oder so. Gut, jetzt verstehe ich auch, dein Like gibt's trotzdem. Naja, aber guck dir mal zum Beispiel an, wie schwer sich Leverkusen getan hat und so weiter. Also klar darf man das nicht überbewerten, man muss es jetzt aber auch nicht schlecht reden. Nur weil es jetzt nicht irgendwie der Gegner Stuttgart, Leverkusen oder Dortmund oder Leipzig hieß oder was. Klar hat Mainz es uns einfach gemacht, indem sie einfach immer weiter nach vorne gespielt haben. Da stimme ich dir natürlich zu. Ne? Colin Kramey, danke für den tollen Content. Gibt es die Formate auch während der Euro? Geplant ist es nicht. Wenn mich das Eurofieber packen sollte, vielleicht. Kann ich noch nicht sagen. Wird man sehen. Ansonsten gibt es auf jeden Fall ein paar Bayern-Geschichten, die ich noch plane während der Sommerpause. Dann. Da wird auch hier ein bisschen Bayern-Content kommen. Keine Sorge. Kurz ab, Szene des Spiels. Saragossa nimmt sich den Ball vor Kimmich und führt die Ecke aus. Fand ich gut. Vorsicker. Wenn es was zu kritisieren gibt, dann definitiv die Presse auf der PK nach dem Spiel. Aber da wirst du auch noch drauf reagieren. Finde ich persönlich einfach nur bodenlos. Weder die Piepse-Stimme von der Bild noch die anderen, die immer den Finger in die Wunde legen. Keine Gratulation oder ähnliches. Das sagt viel aus über den deutschen Sportjournalismus. Vorsicker, das sagt einfach viel über unsere aktuelle Gesellschaft aus, leider. Ja, das ist nicht nur im Journalismus so. Aber ja, ich habe es ja da auch gesagt in dem Video. Das ist halt... Wenn es nichts zu schreiben gibt, was sich groß verkauft, dann hat man auch keine Fragen oder, ne? Wenn es läuft, dann ist alles gut. Aber sobald dann irgendwie was schlecht ist, dann kommen sie gleich aus der Löcher und versuchen irgendwelche Schlagzeilen zu schreiben. Chico, Wortspiele sind heute Programm. Sorry, Mainzer. Chico, das war ich mit den Kontern. Mainz hatte echt dominante 15 Minuten nach dem 4:1. Philipp Gehns, endlich mal ein Spiel, was Bayern-like war. Barakjo, Tuchel Fußballgott. What's up? Ich bin sprachlos. Da muss erst der Trainer entlassen werden. Was ist da nun mit dem FCB und den Tuchel gelaufen, dass es vorher nicht ging? Geiles Spiel, aber der Pass von Kane zum Tor war mega und Gnabry kann ja wieder zaubern. Die Saison ist gelaufen, ja, außer in der Champions League. Und wenn ich das Spiel heute sehe, freue ich mich auf die nächste Saison. Total verdient heute. Ja. Alexander, Mainz wollte sich von Bayern in 8 nehmen, nicht 8 von den Bayern nehmen. Chico, 8:1. Ach so, Mainz. Was meinst du mit Wortspiel? Leute, das waren eure Kommentare. Ich weiß noch nicht, ob ich es raushaue. Ich glaube, so viele neue Kommentare werden jetzt in den nächsten 1-2 Tagen auch nicht mehr kommen, weil es ja kein negatives Ergebnis war. Von daher haue ich es vielleicht schon raus. Mal gucken. Ansonsten gibt es vielleicht noch einen zweiten Teil, aber selbst wenn dann jetzt nochmal 5, 6 Kommentare kommen, werde ich die so beantworten und gut ist. In schriftlicher Form. Von daher, vielen lieben Dank für eure netten Kommentare im Großen und Ganzen. 2 Kommentare, wie gesagt, habe ich den Sinn nicht verstanden. Vielleicht verstehe ich sie auch falsch, keine Ahnung. Ist für mich halt einfach keine Kritik zu sagen. Du willst die Spieler eigentlich nächste Saison nicht da haben, deswegen musst du sie jetzt schlecht bewerten, wenn sie gut spielen. I don't know. Muss ich nicht, verstehe ich nicht. Weiß nicht, wie ihr es seht. Naja. In diesem Sinne, Leute, an dieser Stelle wie immer vielen lieben Dank für euren Support. Sorry an Optimus Prime. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Mache ich jetzt Vielen gleich. lieben Dank für euren Ist dann Support. also im nächsten Video. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz.
Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.